Herzlich willkommen zum heutigen Himmelwärts-Kinderprogramm. Wisst ihr noch letzte Woche das Wunder, das ich euch erzählt habe, mit den 5 Brot und den 2 Fischen, wo Jesus vermehrt hat? Am Schluss habe ich euch ja gesagt, dass Jesus sich zurückgezogen hat und alleine war auf dem Hügel. Und dann irgendwann nach dem langen Abend mit dem mega coolen Wunder ist es Abend geworden. Und die Jünger sind irgendwann vom Hügel runtergegangen und sind mit dem Boot wieder über den See gefahren. Und Jesus ist aber nicht mit ihnen mit. Jesus ist auf dem Hügel geblieben. Und dann irgendwann ist es Nacht geworden. Und dann ist ein Sturm aufgekommen. Plötzlich ist ein Sturm gekommen und die Wellen waren mega hoch gewesen. Und die Jünger waren mit dem Bootli auf dem See gewesen. Die Wellen sind immer wie höher geworden. Es war mitten in der Nacht gewesen. Und ich glaube, die Jünger hatten schon mega fest Angst gehabt. Weil ihr müsst wissen, das war nicht ein riesiges Boot oder ein riesiges Schiff, sondern ein kleines Fischerbootli aus Holz. Und das war wahrscheinlich nicht so mega stabil bei einem Sturm. Und Jesus war ja eben nicht bei ihnen. Und dann sind sie auf dem See und es hat gestürmt und sie hatten Angst gehabt. Und plötzlich haben sie Jesus gesehen. Aber nicht am Ufer, sondern auf dem Wasser. Jesus ist einfach übers Wasser, über den See, wo so gestürmt hat, zu ihnen angelaufen. Und dann haben sie noch viel mehr Angst gehabt. Sie sind so verschrocken. Und Jesus hat ihnen gesagt, hey, schaut, ich bin der Jesus. Ihr müsst keine Angst haben. Und dann sind sie miteinander ans Ufer gegangen. Hey, wow, bei diesem Wunder sehen wir einfach, Jesus kann übernatürliche Wunder tun, die wir uns gar nicht vorstellen können. Hey, über das Wasser laufen. Ich glaube, das hat es noch nie gegeben, dass irgendjemand über das Wasser laufen konnte. Habt ihr das auch schon mal gemacht? Früher im Schwimmbad hat das Wasser immer die gleiche Höhe gehabt wie der Beckenrand. Und dann habe ich einmal probiert, auf dem Wasser zu laufen. Dann bin ich auf dem Beckenrand, habe ich angefangen zu laufen und habe einen Schritt ins Wasser gemacht. Und vielleicht einen Schritt, wenn ich schnell war, bin ich so halb auf dem Wasser und beim nächsten bin ich schon eingesunken. Ich habe es einfach nie geschafft, auf dem Wasser zu laufen. Also ich kenne auch niemanden, der das können. Weil das ist einfach ein Naturgesetz, dass man auf dem Wasser nicht laufen kann, sondern wenn man aufs Wasser geht, dann sinkt man ganz schnell ein. Man kann zwar schwimmen, aber laufen auf dem Wasser, das kann man nicht. Das ist ein Naturgesetz. Aber Jesus hat es können. Jesus hat in dem Wunder einfach die Naturgesetze, die einfach da sind, wo jeder Mensch weiß, dass man nicht auf dem Wasser laufen kann, hat Jesus außer Kraft gesetzt. Und Jesus ist einfach übers Wasser gelaufen. Hey, ich finde, mit dem Wunder sehen wir, dass Gott wirklich nichts unmöglich ist. In der Bibel steht, dass auch Gott ist nichts unmöglich. Er kann alles. Und in diesem Wunder sehen wir das wirklich. Jesus kann alles machen. Jesus hat übernatürliche Wunder gemacht. Und wir haben schon so viele Wunder gehört, die einfach zeigen, das sind alles so mega übernatürliche Wunder. Wo er Brot und Fisch vermehrt hat. Oder einen lahmen Mann gesund gemacht hat. Oder wo er Wasser in Wein verwandelt hat. Jesus hat ja auch mal einen kranken Bub wieder gesund gemacht. Und jetzt ist er übers Wasser gelaufen. Jesus kann einfach übernatürliche Wunder. Hey, und wisst ihr was? Gott steht in der Bibel. Gott ist gestern und heute und in alle Ewigkeiten gleich. Also, wenn Gott damals so Wunder da hat, dann kann er das auch heute noch tun. Gott tut auch heute noch Wunder. Hey, und in diesen Wundern sehen wir wirklich, das sind so riesengroße, mega coole Wunder, die einfach zeigen, wie gut und wie gross das Gott ist. Und ich möchte euch ermutigen, als ganze Familie, tönt doch zu Gott beten, wenn ihr ein Wunder braucht. Dort Wunder wird sichtbar, wie gross Gott ist und dass ihm wirklich nichts unmöglich ist. Und wir dürfen wissen, auch heute passieren noch Wunder. Wir dürfen Gott darum bitten. Und vielleicht passiert ein Wunder, vielleicht erhört Gott unsere Gebete so, wie wir das uns wünschen. Durch Wunder wird Gottes grosse Macht und Kraft und Herrlichkeit sichtbar. Hey, und darum tönt doch als ganze Familie für diese Sachen beten. Weil Gott ist es nicht egal, wie es euch geht. Gott möchte wissen, was euch beschäftigt, was euch Sorgen macht, wo ihr euch vielleicht ein Wunder wünscht. Hey, tönt zu Gott beten, weil er kann übernatürliche Wunder. Gott ist nichts unmöglich. Das möchte ich euch wirklich mitgeben für den Tag. Tönt miteinander zu Gott beten und Gott Danke sagen, dass ihm nichts unmöglich ist und er übernatürliche Wunder machen kann. Hey, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Viel Spass beim Betten miteinander. Macht's gut.